Ich bin in der Ostschweiz in St. Gallen geboren und zusammen mit 3 Geschwistern aufgewachsen. Ich hatte eher eine strenge, aber eine gute Erziehung. Die Eltern waren für mich und meine Geschwister da, wenn wir sie gebraucht haben. Daheim musste ich oft mitarbeiten, aber trotzdem eine lebensreiche Jugendzeit und alles Mögliche angestellt und dabei viel Spass gehabt. Während der Schulzeit habe ich den katholischen Unterricht und Gottesdienst besucht. Ich habe dort mal zwar an Gott geglaubt und an das Leben und Sterben von Jesus. Aber eine persönliche Entscheidung, mein Leben ihm ganz anzuvertrauen, hat nie stattgefunden. Beruflich habe ich die kaufmännische Lehre abgeschlossen, höhere Fachprüfung und weitere Ausbildungen absolviert. Ich hatte verschiedene Beziehungen. Eine längere Beziehung habe ich aufgelöst, weil ich es nicht geschafft habe, treu zu sein und weil ich das Junggesellenleben geniessen wollte. Ich konnte mir vieles leisten und habe das Leben voll Power genossen. In dieser Zeit habe ich meine heutige Frau, Lucia, kennengelernt. Im Juni 1986 ist unsere Tochter Sabrina auf die Welt gekommen. Durch die Geburt von Sabrina ist mir neu bewusst worden, dass es doch einen Gott muss geben. Aber wo war der Gott in meinem Leben? Wir haben alles, oder fast alles gehabt, zum glücklich zu sein. Und doch hat da irgendetwas gefehlt. Hat das Leben nicht mehr zu bieten? Was ist der Sinn vom menschlichen Leben? In diese Situation hinein ist das Licht der Welt, Jesus Christus, gekommen. Ein Kamerad im Zivilschutz hat mir von seinem Glauben an Jesus erzählt. Er hat mir gesagt, dass ich nicht Christ bin, weil ich zufällig in der Schweiz geboren und vermutlich katholisch oder reformiert bin, sondern dass es einen klaren Entscheid für Jesus braucht. Manchmal schon habe ich mir vorgenommen, mich mit dem Thema Glauben tiefer zu befassen, damit ich es dann endlich auch definitiv abhaken kann. Je mehr ich mich damit befasst habe, mich darauf eingelassen habe, im Neuen Testament in der Bibel gelesen und einen Bibelkreis besucht habe, habe ich gemerkt, hey, da ist das Ei vom Kolumbus vergraben. Im Gebet habe ich zu Jesus gesagt, wenn es dich tatsächlich gibt, du Gottes Sohn bist und für meine Schuld, für meine Sünde gestorben bist, dann zeig mir das und komm in mein Leben. Eines Nachts bin ich aufgestanden, habe die Badwanne gefüllt, bin reingehockt. Das habe ich vorher nie gemacht und nachher nie mehr. Und habe mein Leben wie einen Film vor mir ablaufen lassen. Unter Tränen habe ich Gott um Vergebung gebeten. Für das, was mir bewusst worden ist, was falsch war. Ja, was Sünde war in meinem Leben. Ich habe mein Leben ganz Jesus anvertraut. Ich habe ihn um Vergebung gebeten und habe ihm gesagt, dass nicht mehr ich, sondern er soll Herr sein von meinem Leben. Das hat mein Lebenskonzept völlig auf den Kopf gestellt. Beizentouren mit meinen Kollegen sind auf das Mal nicht mehr wichtig gewesen. Mein Trieb, Selbstbestätigung und Anerkennung bei Frauen zu suchen, war wie weggeblasen. Unsere Beziehung hat Boden in Gott bekommen. Und ich durfte erleben, dass auch Lucia zum Glauben an Jesus gekommen ist. In der Folge haben wir geheiratet, haben nochmal eine Tochter, Magdalena, geschenkt bekommen. Und zusammen mit unseren beiden Buben, Jan und Thomas, aus der ersten Ehe von meiner Frau, sind wir eine tolle Familie geworden. Gott hat uns reich beschenkt und gesegnet. Heute, nach bald 30 Jahren, kann ich sagen, meine Umkehr zu Gott ist und bleibt der wichtigste Entscheid in meinem Leben. Jesus ist in den kleinen und in den grossen Sachen, im Alltag, in meinem Leben, die erste Anlaufstation. Er schenkt ein Leben, das sich lohnt.